Edson? An? Schon lo viel dich drüber nur gedurcht, wer dich vierstelle soll, also sowohl an einer Sendung oder wie in dat Gif mache, wann in dich Kollegin oder Kolleginnen vierstellt. Lo hin 3 Varianten, dann wollte ich frohen, ob es diese allen 3 zutreffend findest, kann oder ob meine Mischung daraus bauen sollen. Du warst am engem Kap, ob der enger seid, sangenden Tänzer, du warst aber auch ein tanzenden Sänger. Du hast evaluiert, dass ich nicht noch ein bisschen mehr allgemein halten kann. Und du gibst da so du wärst ein cooler Mensch mit interessanten Ideen und Gedanken, die in einer anderen an der Kunst Ausdruck fanden. Kannst du das irgendwie kommentieren oder fühlst du dich da dahin? Der Tritt gefällt mir. Kann ich so nicht alle kriegen. Doch. Kannst doch nicht. Also, die 2 Eich kann ich mich direkt da identifizieren. Und der Tritt hole ich auch als Kompliment und merci. Und, ja. Ja, ich habe nämlich evaluiert. Also, ich fand oft gehen Leute die Kultur erschaffen. Wir werden noch ganz viel darüber angehen, was du schon gemacht hast, was du willst machen, weißt du das muss. Mir fällt auf, dass, wenn da dann in der öffentlichen Debatte dran ist, da gehen oft so Etiketten auf ihn drauf gepasst. Und schon Künstler getroffen, die Menge nur Großkünstler sind, die aber zu mir gesagt haben, um Gottes Willen bezeichnen mich nicht so, ich kann mit dem Begriff nicht so viel aufhängen. Wir Menschen funktionieren ja leider oft so, dass man alles all auf den kleinsten gemeinsamen Nenner will kriegen. Und vielleicht ist das, heinst du, die falsche Während, das für mich schön, weil man über das groß ganz schwätzen und das gebe ich ganz gerne Haut mit dir machen, wenn es da verstanden was. Of course. War dann hören Leute direkt nur im Jingle, was zu erzählen ist. Yes. Wir sangen den Jingle immer und den Reiheaufnahmen klingt dann so ultra schön. Bei dir klingt es schon definitiv nicht schön. Oh nee. Datei aus Mayway Sex. Wir schwätzen all Mittwoch über ein anderes Thema zur Sexualität. Von wie der Körper funktioniert, über Beziehungen bis hin zu Sexpraktiken. Mayway Sex. Der Podcast für alle Menschen mit einem Körper. Also, Edson, ich weiß nicht mehr, wie ein Daret war. Mir ich weiß den Moment noch, wo ich durch die erste Karriere und gedacht habe, okay, das vergisst du nicht mehr. Und das war, wo ich Auto gefahren bin und schon den Stimme am Radio hören. Und du hast etwas zusammen mit Lisa Bersch, was mittlerweile leider verstorben ist, mir auch ein ganz wichtiger große Künstlerin ist. Hast du zusammen etwas abgeholt, wenn ich mich nicht irren, an der Rotanten. Und es war ein Song von Destiny's Child. Und das finde ich eben immens spannend fand, weil das so im Mix für mich zusammenkommt. Lisa hat Cello gespielt, ist schon eine ganz spezielle Stimme, die ich außergewöhnlich fand. Es war ein Song aus meiner Jugend. Ich kann mich ganz gut daran erinnern, wie mein Papa mir den Album geschenkt hat. Er gesagt hat, lauscht der Power auf Frauen, das ist gut. Und ja, seitdem sind ich von dir, oh, wie melodramatisch das klingt, sind ich von dir nicht ganz so weggekommen. Kannst du dich schon daran erinnern, was das für ein Moment war? Es war wo ich ein Konzert an der Rotante hat. Also, ich weiß nicht mehr genau, wen es war, aber es war am Sommer. Voilà, Lisa hat dann eben ein Konzert auch mit Sun Glitters. Genau, das recht, ja. Mit Sun Glitters zusammen gemacht. Und ich weiß nicht, ob ich 4 hingespielt hat oder nur hingespielt. Und ja, ich weiß nicht mehr, welches Lied es war von Destiny's Child. Pay My Bills. Also ich weiß nicht, Bills, ja. Genau. Can you pay my bills? Can you pay? Ja. Ja. Das ist auch ein von meinen Lieblingslieder. Ja, definitiv ein Lied, wo ob Empowerment pocht an einfach du als für alles alle guten Anfang, für Independence, für Stärke dann Eis zu fahren. Und voilà. Und das war eben so der spezielle Mix, der mich ob immens positiv war, da war es eben intrigiert wird, auch weil ich fand den Track aus viel Jahren alt. Das finde ich Haut nicht so direkt und es war A Blast from the Past, den immens agreeabel war. Also es war interessant, weil dein Klang Zeitreise war.
eben genau die Zeitreise wollte schaut man dir ein bisschen machen. Das heißt, mir lege einen kleinen Rückwärtsgang an probiere für die Leute, die dich noch gar nicht kennen, ein bisschen einen Kontext zu setzen. Auf vielleicht gehe auch die Leute, die dich schon kennen, noch ein paar Sachen gewohnt. Aber wir probieren, wie wir schon angekündigt haben, eben so ein bisschen Konnektion zu machen zwischen Kunst, Kultur und was kann die und Empowerment, wie es du gerade schon genannt hast, was kannst du leisten, was soll sie nicht leisten, wie viel Kraft kann sein gehen, also ich meine, du geht es ganz, ganz sicher genug zu schwätzen. Yeah. Das heißt, wo könnt den Mensch hier, dem sing stimmt, Leute loheim, nimmen hören am Podcast, also wo fand man dich zu Lützburgerem zum Beispiel? Also der Mensch, der kleine Mensch als zu Dummelding und zu Kommerbier abgewusst. Und ja, ich komme eben aus einem Haushalt, wo ziemlich viel Musik immer gelaufen ist. Meine Eltern, sie hatten einen Kaffee zu Dummelding. Und ich erinnere mich, dass so viel Musik von A bis Z gelaufen ist, von verschiedenen Genres, auch kapverdianische Musik. Ich bin Kapverdianer, das heißt, ich gehe auch schon mit so verschiedenen Kulturen sind ich abgewusst. Voilà, du könnt mal, ich ging so in den Sinn, also der viel für die Musik und die lebt für die Musik und Performance hier. Du hast ja, ich will nicht falsch sagen, du hast ein Album oder hast eine Single, wo die Foto von dir als Kind gesagt, wo du den Mini-Ghetto-Blast auf der Schule hast. Genau, ja, das war eine Single, Essential. Und ja, das war, ich weiß nicht mehr genau, wie alt du warst. Ich hatte zwei Jahre. Und ja, das war auch der Moment mein Akkompagnateur. Also die Musik war wirklich, wie gesagt, überall, ja. Also die Deutsch höre den Begriff Schock verlieben. Und du hast wirklich, also schon die Foto gesehen, also ich liebe das Lied auch ehrlich gesagt. Also wir können gerne ja nur vielleicht auch noch über die Video, die auch ganz speziell gemacht ist, schwätzen. Mit das ist sogar halbwegs rezent. Wenn du willst, bleiben wir noch ein bisschen an der Vergangenheit. Du hast gesagt, in anderem am Kaffee oder durch die Familie kommen da schon oftmals, gibt es einen anderen Input, also hast du die Schule, die eine Rolle gespielt hat, Kollegen und Kolleginnen, Tele, whatsoever? Klar, ja, also ich hatte viel Influenzen, wo ich abgewusst habe, par rapport zu der Kultur, also ja, wenn wir bei der Schule anfangen, ich meine, ich gehe also wir sind immer Theaterstücke gucken gegangen mit der Schule. Ich muss sagen, wenn ich darüber nachdenken, als kein Theaterstück dabei, wo mich markiert wird oder wo ich mich kann wirklich daran erinnern, das hat mich markiert. Ich weiß just, dass wir Theaterstücke gucken gegangen sind und vielleicht hat es mich auch irgendwo an meinem Innerbewusstsein influenziert. Aber was mich markiert hat, war am 4. Schuljahr. Da hatten wir an der Klasse ein Theaterstück auf Bein gestaltet. Und ich erinnere mich, ich hatte die Rolle von einer Frau und ich habe die ausgewählt und ich war mir aber nicht ganz sicher, soll ich das machen, ich habe mich nicht wirklich getraut und ich erinnere mich, dass mein Joffer, sie hat so, ich meine, low-key probiert mich zu encouragieren und wenn ich darüber nachdenke, so nicht mal, dass das damals ja ziemlich stark war am Anfang, ja, das zu machen und auch das bisschen ein Gespräch darüber zu haben. Nur nicht direkt ist, mir einfach für das sich ganz normal, also dass das ganz normal ist, was der am Anfang auch ist. Und ich erinnere mich, dass meine Matschüler auch nicht drüber gelacht haben. Also es hat mir wirklich viel Spaß gemacht und ich schon den Moment Komfort drauf fand. Und ich meine, das war wahrscheinlich von denen markanten Momenten, wo ich einst drüber nachdenken und wo ich weiß, irgendwo hat mich das aber gepusht. Das ist schon mal interessant. Ich wollte schon froh, was die Reaktion vom Umfeld war. Mir, was mich eigentlich auch interessierte, dass für was du in dem Moment rausgesicht hast. Also natürlich, dass jemand schwer, das rückblickend so, kann ihn das irgendwie auch wieder fassen? Also ich denke,
demals also ganz Dave am Inneren wusste ich Bescheid von meiner Homosexualität und schon dat nie ausgedrückt und war nie ein Moment do wo ich dat konnte ausdrücken wo ich klein war und ich auch mal Mengen mit der Barbie von meiner Schwester gespielt aber schon dat immer verstoppt schon dat nie gewesen weil ich wusste irgendwo dat als Tabu dat als nicht für Jungen und ich meine dem Moment einfach die Opportunität zu haben, das können zu machen, das war, ja, etwas, was ich mal dem Moment geholt habe, ging ich so an. Mir voilà, wahrscheinlich hatte ich doch nicht gemacht, wenn mein Joffer mich nicht so encouragiert hat. Ja. Ich muss da ehrlich sagen, ich war nur paar Sekunden überlegen, ob ich das überhaupt frohen, weil ich meine, das ist ein immens erwurstenden Druck, da nur Motivationen zu frohen. Und ich fand, dass Kanner, und das sind ja Menschen, die an der Primärschule sind, noch an die Weise auch am Lycée, oft viel mehr natürlichen Bezug zu Sachen haben, die sie für sich einfach richtig spüren. Das heißt, wenn du Freiraum dafür da hast, dass ich weiß, hey, ich spüre mich dumm und wohl, ich fand das interessant, das ist die Erfahrung. Und du gibt noch gar nicht so viel über Gender, Stereotypes, bla 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 geschaut. Mir das ist einfach, hey, das tut mir gut, ich stehe gegen Weh, ich mache das. Ich fand das genauso. Und dafür denke ich, dass es sollten einfach keine Barrieren dem Moment existieren, für einfach ein Kant so viel Freiraum zu lassen, wie möglich, für das er sich kann exprimieren und für das er einfach kann Blumen an sich erfüllen, an dem Mensch, wo deseiert. Ja, weil du werde mal sicher später noch dazu kommen, du hast ja ein Tanzprojekt gemacht, an dem du eben auch über die Natürlichkeit, die bemol unnatürlich geht, über als du Ruhewursen. Der klingt doch viel mehr kompliziert wird. Am Endeffekt das ist schon schrecklich kompliziert erklärt. Wir kommen zu einem späteren Zeitpunkt drüber, wie man Sachen verlieren, also wie Prozesse, die man natürlich als gewinnen, als aufgewinnt gehen. Und nicht ganz gut ist, wenn man als den Ursprung ein bisschen zurück erkämpfen. Aber wenn man nach einer Primärschule zurückgehen, auch da, kannst du dich schon für Primärschule irgendwie erinnern, dass es Künstler oder Künstlerinnen gab oder vielleicht sogar Menschen zu Lützeburg, die du gesehen hast, wo die dir irgendetwas Bursch tun, etwas gesagt haben, Kraft gehen? Also ich war, an der Primärschule war ich obsessed mit MTV, ging ich so. Also damals war MTV auch noch ganz anders. Ich weiß nicht, wie es heute ist, da so ist, aber dem Moment war alles noch so frisch, Videoclips, Performances und das ist etwas, was ich gefräst habe. Und ja, ich habe mich, also, es waren viele Künstler, die mich par rapport zu meiner Identität influenziert haben. Ich ging so also der Michael Jackson hat mich influenziert. Ich meine, hier war für mich kein Mann, hier war keine Frau, hier war so etwas dazwischen, was ich nicht erklären konnte und war so ein bisschen wie ein Alien und schon Comfort da drauf und ich wusste, an der Welt wäre ich nicht jugiert. Wir kommen aber, ja, den Prince auch, ich meine, bei ihm war das Gefühl auch. Ich meine, ein bisschen mehr spät und ich ziemlich viel Kraft und Empowerment beim Christina Aguilera fand, weil hat ganz stark auch aus seiner Karriere im Moment hat seine Sexualität zu exprimieren und das war ein bisschen wie eine Explosion. Ich meine, für die Kultur, es war ein bisschen ein Schock. Aber ja, es wird ganz viel da geschwart und auch ganz viel da gesagt und ich meine, so sind ich auch zu einem Zeitpunkt kommen, wo ich mir dann eine Frage gestellt habe und ja, das wird da eben mal sich bräuchte. Also das ist ein bisschen witzig, sich auf dem Punkt zu outen. Ich meine, sowohl Christina Aguilera wie späterhin auch Pink waren die Frauen, die mir die Lastkonfirmation gehen haben, dass ich bi sind. Also das ist wirklich, das ist ein interessantes Bild effektiv gewirrscht, verstärkt
also sexueller Power, die aber nicht gewalttätig ist. Ich fand, dass die Menschen enorm viel Energie im Mattbrüch tun, an so das Körpergefühl von ich bin okay bei mir und ich habe kein Problem damit, dir das nur außen zu weisen. Das waren Leute, und ich denke, dann kennt ihr vielleicht auch für Prince oder Michael Jackson so, und die nicht so die Scham auch vermittelt tun. Also es war nicht so die Urpanik von, wann nicht irgendetwas an mir dran geht, muss ich das verstoppen oder ich muss mich schummen, du und du wehns. Ja, ich bin immer da verstanden. Also sie haben, ich meine, ganz viel Liberation mit sich spricht, einfach an dem, dass sie das gemacht haben, für was sie passionate sind, mit so einer Stärke, mit so einer Affirmation, von der Sinn möchte, dass das einfach so viel Freedom mitgebracht wird für sie, aber auch für andere Leute, die da sich relaten können. Und ich denke übrigens, weil den ein oder andere ist wahrscheinlich krummelnd am Eck und denkt so, ja, mir das, was die Michael Jackson bekannt gehen ist. Ich denke, das ist ganz, ganz wichtig, was rausgefunden gehen ist mittlerweile an den Recherchen. Ich denke aber nicht, dass das dem, was hin Wirkung hat 24, 25 Jahre an dem, was hier verschiedene Leute Positives vermittelt wird. Ich meine, das sind zwei verschiedene Diskussionsfelder. Also absolut, ja. Will das just für rauschecken. Wir können über so Sachen diskutieren, wir wollen das Ganze schon nicht, also nicht darüber schweigen, dass es das gibt, mir jetzt sind dann doch unterschiedliche Sachen. Ja. Wie hast du dann, also du hast schon vom Theater geschwatzt, kannst du dich so halbwesen den Moment daneben erinnern, an dem du auch gemerkt hast, hey, du musst kulturell sozusagen etwas aus mir raus, weißt du, am Sinn von, es geht nicht immer darum, Kunst zu konsumieren, aber zu merken, ich schon Bock zu sagen, ich muss mich bewegen. Also ich meine, den Need for Expression war schon immer bei mir, also wie ich für du schon so, meine Eltern hatten einen Kaffee, also ich habe mich schon ganz frei auf den Tisch gestellt. Ich meine, wahrscheinlich, weil sie schon gemerkt haben, wer ein energetisch persönlich war und ich auch immer performt und das wird nie abgehalten. Ich habe immer gesungen, getanzt, am Enger Kummer. Ich war immer ziemlich hart. Ja, ich war ziemlich hart. Ich bin wahrscheinlich meine Schwesterin genervt, meine Eltern genervt. Aber das war die viel, dass ich es selber muss machen, war schon immer da, ja. Ich meine, das ist der größte Unterschied zwischen dir und mir, obwohl man selbst alt ist. Bei mir war es ziemlich gut, dass das am Menge Kummer blieben ist, weil die Menschen einfach mehr Lied gewusst hat, das auch noch Leute wären. Dafür war ich damals mehr die Mini-Playback-Show-Tipp so. Mini-Playback-Show habe ich auch gemacht, muss ich so. Okay. Da muss ich so ja, oh Gott, Mini-Playback-Shows, ja. Wir gehen für den Sax-Podcast bei den Jugendpreis als Vierstelle für eine Jury am Mariendal und da waren die echt Kolonien und ich weiß nicht, ob es die Alkapelle am Mariendal kennst. Nee, kann ich nicht. Da waren immer Mini-Playback-Show, also wenn es die verliest, was mir du heinst du für blasphemisch Lieder der Mini-Playback-Show hatten, dafür, dass das eigentlich für drunten einen hellischen Ort war, da muss ich schauen, nach heinst du ein bisschen drüber lachen. Ja. Weißt du danach, was du auf deiner echter Mini-Playback-Show gemacht hast? Also für mich waren so etwa die Tic-Tac-Toe-Zeit, die Mehrschulzeit. Also ich schon für kurzem nach die Ticket fand, die sollten eigentlich auf DVD kommen, 97. Und du konnten sie nicht kommen, weil eben von hinten von der Bühne gefallen war, bei einem Konzert für drin. Aber für mich war damals so der Fakt, dass, also die sind musikalisch definitiv nicht, der war halt letzter Schluss gewirrscht. Mir ist aber interessant fand, dass Frauen darüber geschwärzt haben, dass sie verhüten soll, dass es auch Responsabilität von Männer aus darauf aufzupassen, dass sie keine Krankheiten weitergeht. Der Fakt, dass die geflucht haben an ihre Lieder. Ja, auch hier, da war es für Power hatte, das finde ich trotzdem damals schon aber ein bisschen cool fand. Yeah. Und da gehen nicht ganz viel düster Seiten von meinem damaligen Musikgeschmack, also schon noch Prinzen, dann an der Mini-Playback-Show gemacht. Also das ist eine deichter Seite, ob der ich lieber nicht so viel abgebe. Ich wollte just denken, darauf zurückkommen, weil du vom Kaffee geschwärzt hast, vom Cap Vert. Also du sagst, es wäre verschiedene kulturelle Aufschluss gewirrscht. Was tut dem Mix der Brust? Also kannst du durch
cool Genremischungen an dir vereinen stung dat Künstler scheinst du am Konflikt man aus du selbst neue Sachen Sternen wie kann den dazu ich mengen da das am Anfang den Prozess den bei mir lo umgangen ist sich zu entwickeln weil ich lo am Moment dat probiere mehr an Menge Musik ranzubringen und ich embracen Menge Kultur viel mehr. Ich meine, wenn ich so als Jugendlichen als dazu etwas für mich auf jeden Fall, wo ich ein bisschen wollte verstricken, da so ein bisschen, meine ältere Laufstrand hat tschüss, ich Laufstrand hat nicht so. Aber irgendwie, ja, lo fange ich an zu spüren, dass ich aber auch einen gewissen Leben dafür habe. Und dass ich mich mehr interessieren für meine Herkunft an von wo die Musiken dann was hier Kultur war ja das als etwas was lo bei mir sich entwickelt mir ich bin aber ja groß gehen trotzdem hat stark kapverdianisch Ikonen wie Cesaria Evora The Barefoot Diva an das war eine Frau die einfach gesucht wird was sie wollt an sie war fearless an ja da tun ich auch von meiner Kultur eben ich konnte rob gucken an voilà, ich meine wahrscheinlich ist das irgendwo bei mir dran genau ich wollte für dich denken nur froh wie alt bist du lo genau ich bin 3-0 okay da warst du gut das ist mir jung für ich wenn wir sehen an einer Zeit Ragebur mal so an die Zeit von der Globalisierung gewusst sozusagen wirst du auch durch MTV hast einen Blick auf viele verschiedene Musik die aus verschiedenen Richtungen kommen also weiter und ich fand durch in einer globalisierten Welt groß zu gehen oder so Weltbürger zu sehen also auf der einen Seite die man interessant die man spannend die man vielfältig und ich beobachten dat bei viele Leute dass so den da zurückkommen von dem globalisierten denke ganz no bei sich selber dass das dann effektiver bis mich spät könnt weil mir an den riesen Potpourri do Ragebur gehen und dafür fand ich das gut nicht verwunderlich dass ihr dann heinst du recht mich spät seht okay lo sind schon ein anderes Stadium lo gehen Renke bis mir an den Detail gucke sozusagen. Das möchte ich irgendwie sehen. Also ich denke, dass verschiedene Sachen nicht immer am Moment konsumiert gehen oder dass sie sich vorstellen, die wird verschiedene Sachen am Moment an schiedverein hat den anderen Zeitpunkt mit, wo man sich dann aufhängt, über andere Sachen zu befassen oder das könnt irgendetwas an dein Leben ran, wo das dann irgendwie baskuliert und dann da bringt an das ist interessant Vielleicht gehört eine Freundin zu mal gesagt an mir gehen all an das gibt Formulierung mir Wursen das stimmt mir war ja an der Primärschule wo bist an der Lise gegangen hun se Sto-Sache geändert wie gibst du die Zeit beschreiben? Ich bin ja zu dicker am LCD war mein echter Lycée. Und ja, du hast angefangen sich Sachen zu ändern. War alles ein bisschen mehr wie ein Rollercoaster. Also ich meine, ich hatte cool Freundinnen, aber bei den Jungen war ich nicht so akzeptiert. Du hast dann angefangen, dass ich das Gefühl hatte, ich konnte nicht mehr wirklich ich selber sein, weil es war einfach liiert mit Angst, mit Danger und ja, ich konnte mein richtiges Gesicht nicht mehr 100%ig weisen. Und ja, voilà, ich ging so in 50% von der Zeit verstoppt und ich hatte 50% von der Zeit Angst. Kann Ihnen so sagen, dass das auch noch immer ein Deal ist, den weiter verschafft wird, zum Beispiel auf verschiedenen Lieder. Also ich habe für Runden ziemlich intensiv den Musik mit den Kopfhörer gelauscht hat. Und ich fand es immens powerful, also dass ich kein Klang, den verdreift fortgeht mir geht 4 nicht vermittelt hey, ich sind ob irgendwie an die geht an die Richtung an bleibe nicht stohlen an das einfach immer bisschen so melancholische Grundton an viel Texte an denen ob die eng oder andere Weise die auch drin geht wie viel Weisen
ich oder war das richtig oder war das falsch gesicht oder so. Also hast das zu viel gesagt von mir oder kein den dazu behaupten? Also nee, das huet schon seg wurscht. Also ich verschaffen lo Sachen am engen Texter, die voilà, für Joren geschieht sind, weil ich denken, dass dem Moment von den ich benutze mal dat große Trauma, wenn jemand Trauma irgendwie zu den hört, sind das Sachen, wo am Moment de repressiers an weil es nicht mehr willst dran denken oder weil es einfach willst fort davon an die kommen wahrscheinlich dann Jahre später zurück an voilà, da musste dem Moment du mal dealen an für mich war wie ich du mal da gedealt tun ja mein Lieder zu schreiben an zu performen an auf der Textebene ging ich so in dass das definitiv ein Prozess weil wenn ich gucken ob die Texte an die Lieder wo ich geschrieben hun waren mein Texter ganz oft verklebt also ich schon mich nie getraut zu soen was ich genau fielen also weil ich wahrscheinlich Angst davon hat nee sie dürfen das nicht wissen oder voilà, das heißt, war ganz viel Angst an meinen Texter und das ist für mich ein Prozess weil ich gesehen wie ich mich weiterentwickeln aber wie mein Texter immer mehr transparent gehen an wo dass ich immer mehr straight to the point gehen ich gesehen haut wie viel Healing Powers das für mich wird Du hast doch ein Lied mit einem blauen Prisonnier. Bloody Tiny. Genau. Weil, also du und eine andere müssen denken, wusste da eben erzählt hast. Und ich fand, also ich fand das spannend, was du erzählt hast, dass auch auf einer Textebene, da sehen Kultur also oder Kunst als Ausdrucksmöglichkeit kann wählen und das aber auch da, das nicht just A oder B ist, aber das ein ganz großer Schritt kann gehen. Weißt du, wenn ich so fängt Texte zu schreiben, da sind sich zu einem späteren Zeitpunkt mehr traut. Ich fand, dass die ganz grausam, was an Lises Zeiten abgeht. Also die Lises Zeit war auch für mich eine von den desagreabelsten Zeiten ever. Was war da, wenn man eigentlich auf die Prison zurückkommen? Was waren da Befreiungsmomente? Also warst du froh, wo die Lese fertig war? Oder gab es da Zwischenmomente, wo du gesagt hast, okay, das geht da definitiv. Schon kein wirklicher Moment, wo ich mal so okay, das tut dann hat mir Kraft gehen. Ich meine schon irgendwie Escape an der Musik, am Tanzen gesicht. Ich hatte damals 2 Schulcousinen, also schon 2 Schulcousinen. Und sie waren geout und sie haben ihr Leben schon viel mehr assumiert. Ich schon das stark gefunden, ich schon da doch nur geguckt und ich schon aber es war nie, dass es wirklich mich auf den Punkt gebracht hat, mich zu outen, weil ich meine, die Angst war trotzdem nach immer da und ich meine, das, was ich wahrscheinlich gebraucht hat, war einfach vielleicht von einem erwachsenen Mann gesagt zu kriegen, das ist okay. So einen erwachsenen Mann, weil das für mich einfach die Gruppe war, von der ich rejettiert war. Und ich meine, das ist wichtig, dass Männer hier Akzeptanz und hier Toleranz heutzutage einfach klar und ehrlich verbalisieren, für hier Brüder, Schwester, für hier Nevön und Nichten, für hier Kanner, für das es viel mehr einfach ist für sie, wann sie strugglen mit ihrer Identität oder mit ihrer Sexualität, viel mehr einfach können mit einem schwätzen. Da das ja etwas, was bei dem Berührungsängste-Projekt, den ich dafür schon angedeutet hat, ja definitiv eine Rolle gespielt hat. Und ihr ist schon anfangen, das so zu erklären, dass kein Mensch weiß, um was es geht. Wäre für dich okay, wenn du es erklärst, weil du hast mir das für 2 Jahre gerade von einem Interview schon erklärt und du hast es viel besser verständlich fand. Weil ja, das, also ich hatte eben die Campaign gemacht von Platonic Touch und das darüber gegangen, dass mir aber einen gewissen Punkt an unserem Leben einfach die platonisch opacken mit den Leuten, die am Anfang als zuhören, ob es ja als Eltern sind oder Brüder, Schwester, dass man das
irgendwann weh verlieren, pardon. Das können am Anfang so da drin, also davon das Schwarzlummel von den Männern, weil das wirklich do wird wirklich stark ist, dass Pappen mit ihren Jungen den Platonic Touch verlieren. Und das, weil sie Angst haben, also die Pappen Angst haben, entweder jugiert zu gehen als pädophil oder weil sie denken, dass das ist Zeit für die Jungen, sich den Touché bei medischer Sicht zu gehen oder so. Und voilà, und das ist aber ein Moment am Leben, wo die Jungen einfach noch nicht bereit sind, den Touché wasch zu gehen. Und das ist auch ein bisschen wie ein Regie. Regien zu verschaffen, ist ja auch so gut für erwurzte Menschen am Allgemeinen noch nicht so einfach. Aber wenn das zu so einem freien Zeitpunkt für einen Kind oder Jugendliche geschieht, den am plus nicht abschätzen kann, für was die Regie lo bemol da ist, an denen sich schon nicht denken kann, hey, das sind gesellschaftliche Probleme. Es geht nicht um mich persönlich, dass ich nicht gut oder nicht okay sind. Also, aus dir die Metaebene dann als Jugendliche klar gewirrscht, dass du gemerkt hast, hey, ich sehe nicht das Problem mit, du laufst ein paar Sachen rundherum, mich verdammt falsch. Nee, ich meine nicht, dass ich mir gedacht tun, dass die Welt rundherum ist, die crazy ja, ich meine, es war immer so ein bisschen, ich weiß nicht, war einfach so, oh, das ist ein Fass. Ich bin im Moment, nicht so, wie ich soll sein, also es wird vergehen. Und dann heißt du kannst den an Moment davon duten. Und dann ist es so, okay, also ein Fass, werdet vergehen. Und ich kann halt so, ja, alles geht besser. Und ich wünschte, ich hatte Demol so da auch für jugendliche Haut, dass Leute rundherum sie sind, die hin so, dass alles besser geht. Ja, so gut nicht nur an Zukunft gerichtet, mit das auch einfach Sachen an der Gegenwart an der Reihe sind. Also, ich meine, das geht oft immens unterschätzt, wie viel, du hast es ja auch gesagt, wie viel die Tatsache, dass du einfach darfst du sind, und dass du einfach weißt, dass in du hast, den no lauscht an den nicht jugiert, wie viel Sicherheitsgefühl das schon vermitteln kann. Du geht es gar nicht darum, dass von morgens bis abends du sitzt, für dass du die ganze Zeit Notfall kannst. Ich meine, das hält so viel allen Dynamik aus so Situationen heraus, dass dir beweist, dass es halbwegs ein Safe Space oder so gibt. Genau. Und so, es hält einfach so in Klängen, es ist okay, halt so viel Last schon fort. Und das weiß ich nicht, wie viel Power an denen wir da ist, aber du hast ganz viel Kraft dran. Als Musik dann oder Tanz, als Kunst, ein Safe Space oder echt da nicht? Also kannst du Hautsachen machen, bei den Auftritten zum Beispiel, wo du 14 Jahre noch nicht getrieben hast, dass das irgendwann geschlafen. Also ich spiele auch ein bisschen drauf un. Ich konnte leider nicht, ob du kannst ja an der Rotonde kommen, den in der Corona-Kondition stattfand hat. Aber ich muss sagen, du warst ziemlich in Schale geworfen. Definitiv, ja. Ja, also ich kann Haut definitiv Sachen machen, von denen ich niemals gedacht habe, dass ich das ging machen oder dass ich mich das ging trauen. So wie die Performance, was du gesagt hast. Ich hatte ein Kleid bei meiner Performance letztes Jahr an der Rotonde. Und ich muss sagen, ich war auch nervös, das zu machen. Es war nicht die erste Jahr, wo ich am Anfang ein Kleid hatte. Also ich hatte schon 4 Drohnen, hatte ich auch schon Rack ugedo, aber meistens oben ohne, und das ist so, wo die noch nicht ganz feminin ausgeseit oder wo so die 2 Welten oben treffen. Und hier habe ich dann einen Rack ugedo, und ich meine, das war dann noch mehr befreiend, weil das noch mehr feminin war für mich, auf jeden Fall. Und ich meine, ja, so Momente geben einem einfach Kraft, und das sind Challenges für mich, wo ich mal so ich kann. Und da weiß ich auch, nächstes Jahr werde ich wahrscheinlich etwas machen,
wo vielleicht noch mehr Angst mischt mir von der Stadt gemacht und dann werde ich mal wahrscheinlich auch so ja ich kann und das für mich einfach empowering für mich selber und ich weiß, wenn ich den Moment einfach an meiner ganzer Ehrlichkeit durchstehen, dass das auch relatable ist für die Leute, die wollen an ihrer Ehrlichkeit stehen. Ich habe direkt nach einem anderen Bild am Kopf. Du hast für kurzem, also schon ein paar Wochen hier, einen Track released, wo dich an einer Küchenstuhl gesagt und mir fällt gerade auf, dass ich nicht weiß, wie Kathi Tull ausgesagt. Me Kathi Tull gesagt ein bisschen an meinem Kopf, an meiner Illusion so aus, wie du an dem Video. Du musst Pagischer mengen, ne? Ich war ein Vegan Cake. Ah, genau. Und du warst ja ein bisschen vom Look hier so ob die 50s magnetisch getrimmt. Wir wissen alle, dass eine Zeit, an der Frauen effektiv, also wo gemeint gehen, also wäre prädestiniert für auch wirklich geschützt für an der Kochplatte zu stehen. Ganz problematisch, groß die Bahn aus der Zeit. Schon fand, und das fand ich eigentlich bei so ziemlich alle Videos, die ich bis von dir gesehen habe, und ich fand in den Kokettieren und das Spielen mit so bildlichen Massagen, die nie direkt à la lettre zu interpretieren sind. Weißt du, das ist nicht nur künstlerisch oder bildlich interessant, aber die weisen Mengeauffassung noch relativ gut. Wie gut es einem selber kann, auf verschiedene Varianten zu denken, weißt du, und zu wissen, hey, ich muss mich nicht für die eine oder für die andere Seite entscheiden, aber ich darf experimentieren, ich darf gucken, was sich wie ausspielt. Und es wird verdammt nochmal kein von draußen oder von Bannen zu suchen. Das halt passt doch nicht, weil du decidierst das selber. Also ich lache, weil das so Clipper zu machen, sind trotzdem immer liiert mit Angst oder ich bin immer so, okay, ich werde das und das machen, okay, und dann bin ich also zu weit und könnte man mich nur, und dann bin ich so, oh mein Gott, wie war meine Stadt, so. Ja, das Wort, das den einfach den Freiraum zu experimentieren, ist am Anfang cool und das okay und das nicht das den, dann das nicht das andere, das war das und ja, das ist mehr für sich zu exprimieren und für ich ging so eine Sache rauszufinden, vielleicht am Moment, vielleicht, also wenn ihr retroaktiv drüber guckt. Ja, das ist ein Prozess. Und du hast aber bislang noch nie bereit. Leinst du mal richtig? Nee. Also ich weiß nicht, ob das weit hier geholt ist. Ich habe für gesagt, dass Essential, dass das Video mir so gut gefällt. Und ich fand es interessant, weil der Clip ja mit einer Drohne gedreht ist. Und auch du hast du fand ich nachdenken die verschiedenen Perspektiven, die ihn auf eine Sache kann anhören. Also genau, weil du denkst auch gerade dran, die jongliert mit Lemons am Clip, ne? Genau. Und den hast du auch genauso wie ich meine das Lisa, wo da auf einem Chantier tanzt, ne? Das ist auch ganz körperlich. Das hat mich nämlich die ganze Zeit noch interessiert. Du hast auf der einen Seite singst du mir, auf der anderen Seite tanzt du. Es sind aber beide Sprachen. Das heißt, wir haben einen Spruch, die sich verbal ausdrücken lässt, damit einen Körperspruch. Es gibt auch viele Sänger und Sängerinnen, die gar nicht tanzen können. Bei dir ist das auch nicht. Wie wichtig ist dir das körperlich? Einfach vom Ausdruck, von der Bewegung und nicht von Kleider oder so. Aber ist das eine Erweiterung vom Ausdruck? Definitiv eine Erweiterung, weil ich denke, es sind Sachen, wo ich nicht kann einfach mit der Parole ausdrücken. Und mir hilft es, einfach meinen Körper zu benutzen und an Sachen zu suchen, ob es par rapport zu der sexuellen Identität ist oder zu einfach Human Contact oder Self-Identity. Das war für mich wie ein Tool, ein anderes Tool, an den erweitert der dann einfach. Ja, weil du fand ich auch die Interaktion mit, du hast verschiedene Tänzer, mit denen du mir oft zusammen schaffst. Und dann hast du gesagt, ja noch Neuleute. Also ich fand auch du die Interaktion mit denen, auch gerade bei Lisa an dem Clip wirklich impressionant. Schon Leute, die sich nicht mit Tanz auskennen, die Video mal gewesen, die wussten nicht, dass ich so schaffen kann. Und das ist here we are. Das ist gerne weiter Sache vom Herzen gucken. So.
Ja, ich muss auch so auch die Leute mit denen ich schaffen, an die mir helfen, meine Ideen auszuschaffen. Weil ich muss denen auch Credit geben, weil das nicht etwas, was ich allein auf den stellen. Das heißt, ich muss dem Isaiah Wilson so viel Credit geben für all die Zusammenarbeit, die ich mit ihm gemacht habe, weil hier nur frei mit mir angefangen, ob es für Clipper as oder für Performances an hin huet mech verstaan an mich nie jugiert gefielt mat Team an genauso auch wie mat mein Creative Team Focus Amarin Elvis Navid Damiano ich muss einfach nehmen so weil ja sie sind einfach ein Support System den mech einfach pusht frei zu sehen an sie sind einfach do für mich an sie elevate mich an sie so mir einfach go for it also sie sind die Leute die mir so nicht das okay ja. Weil dat fand ich nämlich also erstens fand ich das schrecklich wertvoll an et fried mich ganz ehrlich für dich weil der du aus an auch enger professioneller Situation App ist wo ganz viele Leute von der Dreamen an nicht tun an nicht sich bewusst sind, dass es ihnen kann, agreeabel und gut gehen an einem professionellen Austausch. Wenn man sowieso beim professionellen Sinn mir für drauf von der Kunst, ich nenne nicht mal als potenziellem Ventil geschwart, also in den früheren Jahren. Wie viel Mut muss ich in die Summe kratzen, für zu sagen, okay, das hat mich schon lange begleitet und ich mache es nicht wie alle Lützebäuer oder bald alle Lützebäuerinnen. Und gehen wir etwas mit einer Staatspäusischen und triffeln dann ein bisschen nebenbei, mir viel zu sagen, ich mache das Dolo Vollzeit, ich investiere mich, ich gehe Konfrontationen an. Hast du Schiss oder war das direkt klar? Ich meine, Schiss hue den immer weil in all die 100.000 Stimmen rundherum von sich hört, die dann dich frohen okay war das dann dein Plan B und ja. Okay, an müsste dann es nie vorbei oder natürlich schießt es immer du. Aber ich meine, ich hatte einfach Dave dran, eine Stimme, die mich einfach, die einfach mich geglebt hat. Die ist nicht immer du. Weil eins du sind die, wo einfach sich auch scheiß viel dann, weil er nicht mehr so viel Confidence hat. Aber sie können aber oft zurück. Und dann hat den auch Leute, wie den von der gestrahlt haben, Focus, das Kreativteam war das rundherum haben von mir, wo einfach mich leben und sie pushen mich und das möchte, dass ich nach mir mich leben, das hilft. Mirlo, ich war also auch selber Liebe geschwart, ich war Supporterinnen geschwart. Göttet da lo aber noch so eine Zucht von Kritik gegenüber der Kunst, die du musst, die dich matt prägt. Also was sind du deine Erfahrungen? Kriegst du schon richtig topische, negative Feedback? Kriegst du schon negative Feedback, mit dem du viel anfangen kannst, durch den du gelernt hast? Was sind du deine Erfahrungen? Ja, also negativen Feedback geht immer. Mir schon für kurzem habe ich so einen Satz hören, wo ich mega interessant fand. Und das war, you cannot challenge someone and expect them to not challenge you back. Und das habe ich am Anfang mega powerful fand. Und ja, für mich ist es wichtig, dass ich Kritik kriege, für dass ich einfach kann mich weiterentwickeln und dass ich nicht selben Punkt bleibe und dass ich mich kann einfach erfreuen, dass ich mal kann frohen über verschiedene Sachen stellen. Und ja, das ist für mich wichtig. Mehr unwichtig ist ja toxisch und gratis Negativkritik. Das könnte auch mehr, ja, ich denke, das sieht vielleicht nicht nur direkt, aber sie wird ein Artist oder Kunst, mir wahrscheinlich mehr iwwer déi Person selber an dere Prozess an dat huet dann echt méi mam Artist ze dien. Ja, an Heinz du kann menggen so je stärker an aggressiver Reaktion ass op manst an ich will dat net verharmlose war Leiit blöd gin. Mir op manst hecht dat dats Ding Kunst Appes an hinnen ausschläst, weil genau. Sie definitiv net zu flippen. Genau huet eng Differenz gemacht. Ja genau. Ja, also das weit du vor gleichgültig zu sehen. Schon doch schön fand, wie du für drin ausgedrückt hast, dass Kunst und Kultur auch kannst du über den langen Zeitraum eine Wirkung kann entwickeln,
die mit der Zeit mehr intensiv geht oder verschiedene neue Verästelungen kriegt. Genau. Froh, also ein bisschen müßig. Hummer hat gut sei. Also den Flotspielplatz Lützeburg, also ein geil Platz für sich zu entfalten oder braucht Grenzüberschreitungen für die Erfüllung zu kreieren. So another quote. The places that will sustain you will also hold you back. Und ich meine, egal wo ein ist, und da sind vielleicht zu komfortabel da, also es immer für mich mal eine gute Idee zu gucken, was nach 100 am Strich geht. Mhm. Ja. Was der aktuell ja auch muss, in anderem zu Berlin. Genau, ja. Schön Looming, ja, schon ein bisschen Lützeburger Spielplatz verloren, und sind ein bisschen halt zu Berlin. Und kann scary sein, aber das aber interessant, und ja, einfach von seiner Comfortzone rauszugehen und neue Sachen zu entdecken. Und voilà, das gehört zum Wissen dabei. Und ich kann nicht mehr rekommandieren und Artisten, dass auch irgendwo anders das sollen gucken gehen. Aber ich vergesse aber auch nicht, dass ich wirklich dankbar bin und Lützeburg, weil sie helfen den Artisten, ob es mit fahren ist oder mit einfach ihnen einen Platz zu geben, wo sie sich können für nicht viel suchen oder heinz durch gratis können austoben. Und voilà, das muss ich einfach auch so. Also das ist ein bisschen ein pupischer Spruch, also du hast von der Komfortzone gesprochen, ich muss nur rum und den Spruch denken, mit lieben heißt auch loslassen können. Weil das ja auch mit dem Publikum kann sein, wenn der Publikum nicht mehr sieht, du warst okay mit dem Publikum, dich feiert, glücklich mit dir aus, mit dir intensiv Momente aus, dann ist es natürlich, wie soll ich das sagen, mehr eng Zeit lang natürlich agreeabel an dem Kontext zu bleiben, wo ihr Bestätigung kriegt. Und das gerade dem Moment, wo Chainers enke das loslos sind oder etwas bringen kann, für nur zurückzukommen. Also kann ich mir vorstellen, dass das in Wirkung nicht verpasst. Das ist sich für eine Relation. Genau, ich wollte eine offene Beziehung. Ja, ich wollte dazu, dass so, wenn ihn da so für ein Zeitchen dann außer Nähe geht, dann als den, wenn ihn dann zusammen könnt, dann als den Feeling vom Magnet nach mehr intens, ging ich so in. Ja. Ja. Ja, und ich meine die Flexibilität. Ich würde immer logisch warten, die sich bei dir ja bei viele Sachen rümpfen. Sie wird stilistisch, was denn dann so belangt, sie wird Genren, die zusammenkommen, sie wird kulturell Aufschluss, ich würde immer logisch warten. Ich denke noch, dass es für den einen oder anderen, den das völlig gelauscht wird, am Anfang vielleicht mega komisch war, von wegen, okay, für was schwarzen Zahlen über Kultur, was wird das mit Sex zu dienen, also Sexualität. Und ich bin froh, weil ich persönlich meine, dass das gut geklappt hat, am Gespräch mit dir, für zu weisen, wie viel das mit Identität kann zusammenhängen. Geht natürlich kein gezwungen, du in Zusammenhang hier zu stellen, aber ja, ich fand, dass du als Künstler einen guten Beweis dafür bist, dass interessante Gedanken einen coolen Weg können finden, für Kunst mit am Spielen. Merci. Ja, ich denke, dass Kultur definitiv da ist, für zu edukieren, zu sensibilisieren und zu guidieren. Und voilà, heinz du, ich denke, par rapport zu mir, sind ich abgewusst mit nicht viel Kosten, die existiert haben, wo ich mich konnte dran halten. Und voilà, ich denke, dass da doch ein bisschen ein Job ist von der Kultur, vielleicht, ich weiß es nicht, vielleicht mehr Kosten zu kreieren, aber wenn da nur so viel da sind, dass sie sich einfach dissolvieren und dass kein Kosten mehr existieren und das schied verreden. Einfach existieren kann ohne Judgment und ohne vielleicht Labels oder ich weiß es nicht. Voilà, ich denke, das wäre cool. Ja, wir schaffen drin, wir leisten zusammen einen Beitrag dafür. Genau. Da gebe ich dir auf dieser Platz vielmals merci sagen. Ich sage dir auch merci. Da wünsche ich da ganz viel Success und auch kritische Feedback an der Zukunft. Merci. Und für die Leute nicht nervös zu machen mit Terminen, die sie sich nicht schnell genug können abschreiben. Ich denke, die sich für dich interessieren, die fanden dich hier auf ganz viele verschiedene Social-Media-Kanäle. Genau. Instagram, @sonmusic,
@sonmusic.com, Facebook @son, an natürlich auf Spotify, an all die anderen Plattformen, wo es Musik gibt. Ja, also es gibt keine Möglichkeit, nicht zu fahren. Danke fürs Zuhören. Ja. Bis gespannt. Bis dann. Mach es gut. Du. Ciao. Ciao, ciao. Ist das normal? Ist das normal? Ist das normal? Ist das normal, komisch sexuell Fantasien zu haben? Sexuelle Fantasien sind Träume, Gedanken, Verlangen oder Lust, die mit dieser Sexualität zu tun haben. Es geht hier um Sachen, die wir uns vorstellen, allein oder mit anderen, an die uns erregen oder irgendwie stimulieren. Bei verschiedenen Fantasien hat die Person, die sie verspürt, Lust, das irgendwann zu verwirklichen, auszuleben oder auszuprobieren. Bei anderen geht es viel mehr darum, sich etwas vorzustellen oder sich mit etwas zu beschäftigen, was ihr nicht selber oder bei einem anderen ausprobieren wollt, also was ihr nicht verwirklichen wollt. Als sexuelle Fantasien, egal wie komisch sie sind, helfen uns kreativ zu bleiben und eine lebendige Sexualität zu halten. Mit der Pandemie und den Mesuren, die auf viele Plätze getroffen wurden, haben wir mehr Zeit allein und mehr Zeit an uns heranzugucken und über unsere sexuelle Fantasien und Wünsche nachzudenken. Sind meine sexuelle Fantasien normal? Einer Kinky versteht sich alles, was sich außerhalb von der sexuellen Norm befindet. Das Norm ist an aller Kultur, an aller Gesellschaft, aber auch für alle Menschen verschieden. Zum Beispiel ist für verschiedene Volks Analsex kinky, währenddem andere das echte als Brüder angesehen gingen. Das Norm kann sich auch ändern, zum Beispiel durch Bücher wie 50 Shades of Grey oder dadurch, dass man im Internet viel Pornoen mehr accessibel gesehen. Durch Bücher und Filme kann ich herausfinden, dass verschiedene Themen, die für viele Leute außerhalb der Norm sind, viel Interesse fanden, viel gelesen und geguckt gehen, und viele Leute wohl darüber phantasmieren. Es gibt nicht viele Studien zum Thema, was normal und was komisch ist, aber eng Fantasien, die nicht gedreht sind. Den Dr. Justin Lehmiller, den unter anderem für den Kinsey Institute of Sexology schafft, hat 4000 Amerikaner über hier Sexualfantasien ausgefragt. Die meisten von ihnen, beide Frauen und Männer, hatten schon mal Fantasien mit BDSM-Themen. Zum Beispiel Fetische, Dominanz, Submission, Fesselspielerische und so weiter. Daraus kann ich schließen, dass komische Fantasien viel mehr verbreitet sind, wie in der Menge kennt, und am Endeffekt vielleicht gar nicht so anormal sind. An einer anderen Studie hatten 60% von den Gefragten schon mal kinky Fantasien, während alle mit Themen von Fesseln, Peitschen und Spanking. Das heißt aber nicht, dass all die Personen auch das Praxisen ausleben wollten. Natürlich funktionieren so Umfragen nicht mehr, wenn ihn ehrlich antwortet und sich traut, über Tabuthemen zu schwätzen. So, ich habe komische sexuelle Fantasien. Und du? Hat leider noch nie mich gefragt. Sexualität und alles, was aus einer Norm herausgeht, als ein Tabuthema, über das Seele geschwätzt wird. Falls ihr darüber schwätzt, besteht das Risiko, dass sie jugiert oder stigmatisiert wird. Und das ist schuld, weil, wie Studien und Popkultur ausweisen, hätte viele Leute viel gemeinsam und gingen das doch herausfinden, wenn sie open über ihre Fantasien schwätzen gingen. Es braucht sich nicht zu schummen, wenn ihr eine sexuelle Fantasie hat, egal wie komisch das schenkt. Fantasien sind nichts Krankhaftes und auch nichts Schlimmes. Sie sind Teil von einer gesunden Sexualität. Hast du noch Fragen, Antworten oder Umwirkungen? Das schreibe ich auf sax@ara.lu. Fragen gehen natürlich beantwortet, wenn ihr das mehr annehmen nennen. Über Feedback freue ich mich immer. Ihr fand mehr wie Sex auf Facebook, Instagram, sexpodcast.lu oder all gewinntene Podcast-Plattformen. Mehr wie Sex. Der Podcast für alle Menschen mit einem Körper. Mit freundlicher und finanzieller Unterstützung vom CSAS, dem Nationale Referenzzenter
fir d'Promotion vun der affektiver asexueller Gesundheit. Den CSAS gëtt all Responsabilitéit fir d'Inhalter vun diesem Podcast auf.